Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der drei monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen, um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können. Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonhard Schupp. Im Namen Gottes, des Allmächtigen. Das ist der erste Satz von unserer Bundesverfassung, von der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Ich begrüße Sie recht herzlich zu diesem ersten Thema, die 10 Gebote. Wenn Sie auch den über 2000 Jahre andauernde Religionskrieg beenden, dann sind Sie eine Reformatorin und ein Reformator. Wenn Sie zudem das Krankengesundheitswesen reformieren, sind Sie auch eine Reformatorin und ein Reformator. Es gibt sehr viel zu reformieren in der heutigen Zeit. Ich habe dann im Jahr 2011 mich dazu entschlossen, mein erstes Buch zu schreiben, «Das Medaillon Gottes». Auf 456 Seiten ist eigentlich alles gesagt, was man an logischen Antworten geben kann zum Alten und zum Neuen Testament, wo doch manchmal verwirrende Texte stehen. Im 2014 habe ich dann doch noch ein weiteres Buch geschrieben. 452 Seiten. «Jesus Christus, König im Himmel». Wie stirbt der Mensch und wie sieht es im Himmel aus? 2016 konnte ich es nicht lassen. Ich habe ein kleines Büchlein geschrieben, mit 64 Seiten, das Vaterunser. Und im 2016 habe ich nochmal ein kleines Büchlein geschrieben, die Bibelstunde. Im Jahr 2017 feiert man 500 Jahre Jubiläum Luther. Und im Jahr 2019 500 Jahre für Zwingli. Dann komme ich noch mit 2 weiteren Büchern raus, bis in 2019. Das eine wird das Thema beinhalten, die 3 Stadtheiligen von Zürich, Felix, Regola und Exoperantius. Und mal ein ganz wichtiges Buch über unseren heiligen Berg, den Gotthard. Von dem weiss man in der Tat sehr wenig. Obwohl viele Persönlichkeiten in den letzten Jahrhunderten und bis heute auf den Berg pilgern. Goethe zum Beispiel war 3-mal auf dem Gotthardpass oben und hat gesagt, es gibt keinen schönen Ort auf Erden. So würde es mich freuen, wenn Sie noch jeden Sonntag in den nächsten 3 Jahren immer so von 6:20 bis 6:50 am Morgen die Fernsehsendungen zu verschiedenen Themen anschauen und mir helfen, die Reformationen zu unterstützen. Damit wir endlich Weltfrieden auf dem Planeten Erde bekommen, wo nur über den Religionsfrieden geht. Zu den 10 Geboten. Viele Bibelstellen im Alten Testament wurden zum Teil falsch übersetzt. Willentlich oder ungewollt. So gibt es verschiedene Versionen von den 10 Geboten, was viele gar nicht wissen. In der Version der Tora, also die ersten 5 Bücher von Mose im Alten Testament, für das Judentum die Heilige Schrift, in der katholischen Kirche, eben nicht, in der reformierten Kirche, in der griechisch- und in der russisch-orthodoxen Kirche, dort sind die 10 Gebote gleich. Die katholische Kirche hat eine andere Version.
Nämlich dort, wo steht, du sollst nicht töten. Nochmal, im Judentum, in der reformierten Kirche, in der griechischen und der russisch-orthodoxen Kirche ist Position 6, du sollst nicht töten. In der katholischen Kirche steht, du sollst nicht töten, an Position 5. Wie soll ein Weltfrieden möglich sein, nur schon unter den monotheistischen Religionen, wenn man schon bei den 10 Geboten verschiedene Reihenfolgen hat? Ich lese Ihnen mal gerne die 10 Gebote verkürzt, aber trotzdem die aus dem Judentum, die die reformierte Kirche hat, die orthodoxen Kirchen auch. Christliche Kirchen. Das erste Gebot: Du sollst nur an einen Gott glauben und keine Götter neben Gott haben. Das zweite Gebot: Du sollst dir kein Bild machen von Gott. Das dritte Gebot: Du sollst nicht fluchen, das heißt, den Namen von Gott nicht missbrauchen. Das vierte Gebot: Du sollst arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. 6 Tage arbeiten, 7. Tag Ruhe. Du sollst Vater und Mutter ehren. Du sollst nicht töten. 6. Stelle. 7. Stelle, du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht lügen oder falsches Zeugnis ablegen. Und das 10. Gebot, du sollst nicht begehren nach den Gütern deines Nächsten. Ich will keine Religionsgemeinschaft beleidigen. Aber es ist an der Zeit, dass man auf die Übersetzungsfehler und unlogische Bibelstellenerklärungen einfach einmal eine Auslegeordnung macht. Folgen nun die Erklärungen zu 3 von den 10 Geboten, wie auch die allumfassende Kirche ein bisschen anders auflistet. Die Reihenfolge. An zweiter Stelle, du sollst dir kein Bild machen von Gott, hat die katholische Kirche das weggelassen. Warum? Die Erklärung folgt. Aber wenn man natürlich das 2. Gebot weglässt, rutscht dementsprechend die unteren gegen nur. So ist nur in der katholischen Kirche an 5. Stelle, du sollst nicht töten. Bei den anderen vorher genannten ist, du sollst nicht töten, an 6. Stelle. Ich wiederhole mich nochmal, keine Religionsgemeinschaft in irgendeiner Art und Weise beleidigen, sondern ich versuche, durch logische Antworten die Religionsführer dazu zu bitten, alle von den monistischen Religionen, Lösungen zu finden, sich zu reformieren. Weil die Reformation ist eben mit dem Luther oder mit dem Zwingli und anderen Reformatoren noch nicht fertig gewesen. Die katholische Kirche hat vor allem vor 1600 Jahren und noch ein bisschen weiter zurück unter dem Einfluss gelitten von den römischen Kaisern, die sehr das Christentum negativ beeinflusst haben. So hat die katholische Kirche durch den Einfluss der Römer auch angefangen, Menschen selig und heilig zu sprechen. Und man hat so neben Götter und Bilder von diesen Göttern alias Menschen bildet. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Woher kommt die Maria-Anbetung? Und vor allem der Ausdruck Maria, Mutter Gottes. Im Konzil zu Ephesus 431 nach Christus haben die Bischöfe, Menschen wie Sie und ich, darüber abgestimmt, ob nun Maria, ihren Sohn, Jesus Christus als Mensch, Christotokos, oder als Gott, Theotokos, geboren hat. Es ist zu einer Abstimmung gekommen, wie wir sie bei uns in der Schweiz auch kennen, die direkte Demokratie. Und die Menschen, die Mehrheit, hat sich dazu entschlossen, dass Maria eine Gottgebärende ist. Und auf einmal ist ein gigantischer Maria-Kult entstanden, wo Jesus Christus so nicht geplant hat. Nirgendwo im Neuen Testament hat er das seinen Jüngern gesagt oder seinen Aposteln oder vorher haben die Propheten darüber etwas gesagt. Das ist ein Beispiel, wie Menschen, damals vor allem römische Kaiser,
das aufkommende Christentum manipuliert haben. Sie werden sich natürlich fragen, wieso vor allem die allumfassende Kirche das so gemacht hat. Eine logische Erklärung ist, für die Pilger war es bis nach Rom viel zu weit zu pilgern. Die Strapazen der Reise. Das hat man natürlich versuchen, in anderen grossen Städten, in ganz Europa, heute in der ganzen Welt, Orte aufzustellen, wo die Menschen ihre Heiligen von der Gegend anbeten können. Das Geschäft der Reliquien ist aufgekommen. Ein weiteres Beispiel: das Holz vom Kreuz, wo Jesus Christus daran gestorben ist. Es gibt so viele Reliquien über das Holz, wo man sagt, es kommt vom Kreuz von Jesus Christus. In vielen Kirchen auf dieser Welt, dass Schätzungen von Experten sagen, es braucht einen gigantisch grossen Wald, um überhaupt den Bedarf von den Reliquien, von dem Holzkreuz zu abdecken. Wir brauchen keine Mariaanbetung. Und wir brauchen keine Selig- und Heiligsprechungen von Menschen. Wir brauchen nur den Glauben an Gott, alias El, alias Allah. Wie es im ersten von den 10 Geboten steht. Denn Gott hat alle Himmelswesen bei ihren himmlischen Geboten im Himmel, also auch uns, 3 wunderbare Geschenke gegeben. Im Gottesfunken eingebettet. Das ewige Leben, die ewige Liebe und der freie Wille. Der freie Wille unterscheidet uns auch vom Tier. So stammen wir Menschen nicht vom Tier ab und somit auch nicht vom Affen. Der Gottesfunke mit diesen 3 Gaben, das ewige Leben, die ewige Liebe und der freie Wille, ist in unserem Tempel mit Sitz in unserer Seele, im Herz aufbewahrt. Und die Seele ist ja unser Ich. Und wenn wir sterben, dann reist unsere Seele, unser Ich wieder zurück im Himmel. Ein weiteres Beispiel. 6 Tage sollst du arbeiten, aber am 7. Tag sollst du ruhen. Auch das. Ein geniales Gebot. Natürlich sollen wir an diesem Tag Gott ehren. Natürlich sollen wir an diesem Tag in eine Synagoge, in eine Kirche oder in eine Moschee gehen, um für Gott, alias El, alias Allah, zu gedenken. Aber 6 Tage arbeiten und einen Tag Ruhe ist auch wahnsinnig gesund für unseren Körper. Unser Körper braucht die Ruhe. Mindestens 1 Tag in der Woche. Zurückzukommen zum 6. Gebot, du sollst nicht töten. In der aramäischen Schrift ist noch gestanden, du sollst nicht töten, weder Mensch noch Tier. Das Tier wurde einfach weggelöscht. Aber schon in Genesis, also Mose 1, steht unter 1,29, was der Mensch eigentlich essen soll, was uns Gott empfiehlt und was er uns gegeben hat. Und wenn man das liest, sollte sich der Mensch vegetarisch ernähren. Ja, sogar vegan. So beende ich den heutigen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag. Es gibt nachher aber noch einen weiteren Teil. Und ich erlaube mir, weil jeder Mensch darf das machen, Sie im Namen des Vaters und des Sohnes zu segnen. Und bitte Sie, mich auch zu segnen. Vielen Dank. So sehen wir uns wieder nach einer kurzen Pause in eigener Sache. Vielen Dank.
Liebe Mitmenschen, wer etwas für den Weltfrieden, der nur über den Religionsfrieden der 3 monotheistischen Religionen Judentum, Christentum, Islam führt, sollte sich informieren und weiterbilden. Das Wiedergeburtswissen spielt eine zentrale Rolle und sollte wieder von allen monotheistischen Religionen verbreitet werden. Nur so kann ein eigenverantwortliches Leben eines jeden von uns inkarnierten Menschenwesen funktionieren, die so versuchen tagtäglich den Versuchungen von Luzifer und seinen Schergen zu widerstehen, um den gottgegebenen freien Willen auch richtig einsetzen zu können. Darum betet man seit einigen Jahren wieder offiziell im Vaterunser-Gebet: Führe uns in der Versuchung. Ihr Jean-Pierre Leonhard Schupp. Danke für Ihre Geduld. Ich will mit meinen Äußerungen keine gläubigen Menschen und Anhänger der heutigen Religionen zu nahe treten. Im Gegenteil, ich möchte mit meinen TV-Sendungen und meinen Büchern die Führer der monotheistischen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, an einen runden Tisch einladen, eine Auslegeordnung vorbereiten, wo nach heutigem Wissensstand Beweise darüber vorliegen, dass in der Vergangenheit viele gewollte oder ungewollte Übersetzungsfehler in der Bibel zu vielen Religionen und Abspaltungen davon, wie zum Beispiel viele Sekten aller Art, geführt haben, die wohl so nicht im Gottes Sinne sind. Ein Gott, alias El, alias Allah, ein Himmelreich, von dem müssen wir ausgehen und endlich die 2000 Jahre lang andauernden Religionskriege beenden. 2017, 500 Jahre Jubiläum Luther. 2019, 500 Jahre Jubiläum Zwingli in Zürich. Geht nun weiter mit dem Wissen über die Wiedergeburt. Wir müssen dieses Wissen über die Wiedergeburt in die monotheistischen Religionen tragen. Zusammenfassen kann ich 10 Punkte Ihnen heute geben. Erstens, Weltfriede geht nur über einen Religionsfrieden. Und der Religionsfriede geht nur mit dem Wissen über die Wiedergeburt. Zweitens, ein eigenverantwortliches Leben beginnt mit gesunder, fleisch- und fischloser Ernährung. Viel Schlaf, langen Spaziergängen, viel reinem Wasser trinken und intensivem Krafttraining. 80% aller Pflegeeinsätze bei Menschen im Alter 70, 80, 90 plus sind nur notwendig, weil der Mensch nicht genug Muskulatur mehr hat, um vom Bett, vom WC oder vom Stuhl aufzustehen. Der Jungbrunnen des Menschen ist seine Muskulatur. Darum ist das Krafttraining so wichtig. Das können Sie zu Hause oder in gut geführten Fitnesszentren ausüben und trainieren. Je älter, desto intensiver. Nicht lang, aber kurz und intensiv muss das Krafttraining sein. Darum muss auch das kranke Gesundheitswesen endlich reformiert werden. Es braucht in den nächsten Jahren nicht die geforderten 150.000 Menschen, die Pflege- und Krankenhausdienste als Arbeit ausrichten, sondern der neue Beruf des Gesundheitspartners. Da braucht es 150, sogar 300.000 Menschen, die praktisch 24 Stunden die Menschen, die es mit ihrem freien Willen nicht schaffen, eigenverantwortlich leben zu können, dass man die begleitet. Eben nicht nur während dem Training, dem Krafttraining oder beim Spaziergang,
sondern dass sie auch zu Hause begleitet werden. Dann, wenn sie den Kühlschranktür aufmachen wollen. Man muss die Menschen lernen, gesund zu leben, gesund sich zu ernähren. Automatisch werden die Kranken weniger werden und die Menschen werden überall wieder gesünder werden. Wir haben von Gott einen gesunden Menschenkörper erhalten und die meisten Babys waren gesund, als sie auf die Erde gekommen sind. Es gibt aber ganz wenige Menschen, die gesund sterben. Drittens, es gibt nur einen Gott, alias El oder Allah. Für alle drei monotheistischen Religionen ein Gott. Monotheismus. Viertens, die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann muss unbedingt umgesetzt und eingehalten werden. Fünftens, die direkte Demokratie ist das größte Geschenk, das wir von Gott erhalten haben. Und um diesen freien Willen umsetzen zu können, funktioniert nur die freie Demokratie als faire politische Staatsmacht. Die Schweizer Bürger, wir sind die einzigen weltweit, die als Souverän die Staatsgewalt mit der direkten Demokratie besitzen. Und darum darf die Schweiz auch nicht der EU beitreten, eher umgekehrt. Aber erst, wenn die EU die direkte Demokratie eingeführt hat. Und hoffentlich einmal alle Staaten auf dieser Erde. Im Namen Gottes des Allmächtigen, so steht es im ersten Satz der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Dort steht nicht im Namen der Wirtschaft. Das Zubetonieren der Schweiz muss aufhören. Denn wer stirbt, kann keinen einzigen Franken und nichts aus seinem irdischen Vermögen in den Himmel mitnehmen. Man sollte aber auch nicht immer mit dem Finger auf die Politiker zeigen. Denn jedes Land verdient die Politiker, die es wählt. Wenn also gewisse Politiker nicht nach dem ersten Satz der Schweizerischen Bundesverfassung im Namen Gottes des Allmächtigen handeln, sondern im Namen des Mammon, also sich dem Geld und der Wirtschaft und dem Konsum unterwerfen, dann darf man darüber nicht staunen, wenn die Armen ärmer werden, der Mittelstand verarmt und die Protagonisten des Kranken, zum Beispiel Krankengesundheitswesen, die Schweizer Bürger und Bürgerinnen bis zur Existenznot ausnehmen und ausnutzen. Siebtens, man sollte nicht darauf hinarbeiten, immer mehr zu verdienen. Man sollte umdenken, sich fragen, wie viel Geld benötige ich zum Leben, um ein gottesgerechtes Leben zu führen. Vielleicht will ich ja nur noch 4 Tage in der Woche arbeiten, verdiene weniger, arbeite vielleicht mehr im Winter, dafür arbeite ich weniger im Sommer und kann meine wunderschönen Wanderungen auf unseren schönen Schweizer Bergen vornehmen. Lebensqualität. 8. Im Himmel gibt es keine Religion, keine Partei und kein Geld. Und somit auch kein Shareholder Value. So müssen alle Spekulationsgeschäfte auf Erden abgeschafft und zum Teufel geschickt werden. Denn genau von dort kommen diese auch. 9. Jeder Mensch, der in die Schweiz kommt, ob als Besucher oder Flüchtling, muss die Gesetze der direkten Demokratie kennen. Die Gleichberechtigung zwischen Frau und Mann. Am ersten Tag muss man die ihm erklären und daran muss man sich halten. Die Stadt Zürich, das Dorf Andermatt, das Gotthard, Bergmassiv sind ganz spezielle Orte. Und die Schweiz ist ein speziell gesegnetes Land. Die Seele von Europa, die Seele der Welt und der Gotthard ist die Seele der Schweiz. Und das Schweizer Volk muss in vielen Dingen als Vorbild weltweit viel intensiver präsent sein. Mehr darüber in den nächsten Sendungen. So würde es mich freuen, Sie wieder nächsten Sonntag auf diesem Kanal begrüßen zu dürfen. Ihr Jean-Pierre Leonhard Schupp.